So, weiter geht's. Also auf Twitch geht's schon die ganze Zeit weiter. Die sind ein bisschen irritiert manchmal, weil es auf Schweizerdeutsch ist, dann auf Hochdeutsch, aber ist mir Das egal, wie müssen sie sie das so. halten. Ich rede wie ein Schweizer Hochdeutsch. Och mein Gott, hör mal auf. Ich habe letztens die Deutschen, ich war mit denen auf der Montage. Habe ich die terrorisiert mit diesem Akzent. Die haben gesagt, Junge, red nie mehr wieder mit uns so Hochdeutsch. Habe ich sie gefragt, ja, aber was ist denn falsch an meinem Hochdeutsch, an meinem Schriftdeutsch? So reden wir in Bern. Da können wir ganz gut mitreden und argumentieren, hä? Wie unsere Nachbarn. Och mein Gott. Also so würde ich echt nie mit jemandem aus Deutschland oder generell halt aus deutschsprachigen Raum sprechen. Das kann ich gar nicht. Weißt du, wenn du... Aber warum Wenn zum können Beispiel- Sie das da nicht? Ist das so ein Riesenproblem für Sie? Sie als einheimischer Schweizer, das sollte doch kein Problem für Sie sein. Der Akzent, der geht mir echt auf den Arsch. Also, ja. Also, weißt du, wenn ich den selber, sag ich mal, sprechen soll, oder beziehungsweise wenn jemand anders der spricht, also generell halt, ne? Mhm. Dann... Ich weiß nicht. Also ich kann den Akzent einfach nicht übernehmen. Das ist irgendwie, wenn jemand auf Deutsch spricht, dann nehme ich automatisch seinen Akzent an. Ich kann es auch nicht irgendwie, ja. Ja, das ist irgendwie so Besser. die Anpassungsfähigkeit. Oder Es irgendwie läuft irgendwie Gewohnheit. automatisch. Ja, es passiert Es läuft- automatisch. Ja, es ist irgendwie so, ne? Es ist wie Ja. wenn Berner mit mir Deutsch redet, also Berndeutsch, Mhm. dann fange ich dann irgendwann mal auch an damit. Auch wenn es gar keinen Sinn gibt, was ich da gerade labere, aber Das spielt ja keine Rolle. irgendwie, keine Ahnung, das passiert im Unterbewusstsein. Das kann ich Haben kann es keins. nicht erklären. Wir haben kein Unterbewusstsein, das ist schon längstens vorbei. Nee, unser Unterbewusstsein sagt, redet Müll, 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 Müll. Ja, das können wir noch am besten. Fehlende Voraussetzung, kein Stein, da leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Zuckerli. Oh mein Gott, wo hast denn das wieder ausgegraben? Keine Ahnung. Das ist der einzige Sprichwort, was mir irgendwie bleibt. Von all den vielen. Ja. So, jetzt waren wir ja beim Thema Bett. Wir waren da, beziehungsweise du musstest da Bett, ne? Genau, ja. Jetzt sollte das ja heute ankommen. Ist es aber nicht. Danke dafür. Und zwar, Och, es war doch angekommen, oder nicht? Oder habe ich das total falsch verstanden? also der Transporteur kam mit dem Bett wie abgemacht heute an. Immerhin das, naja. Ja, dann Perfekt. war halt noch der Restbetrag fertig, weil ich dachte mir, komm, warum sollen wir den ganzen Betrag schon bezahlen und dann nicht mal die Garantie haben, dass das Bett dann ganz ist oder funktioniert, und so müssen die sich wenigstens bemühen, weil sie wollen ja das Cash von uns. War so die These, dachte ich mir so, ja, komm, das sollte klappen in der Theorie. Praktisch war das dann ein bisschen anders. Dann hat er gesagt, ja, der Restbetrag ist fällig. Ich so, ja, kein Problem. Ich bezahle mit Karte. Ne? Sollte ja passen. In der heutigen Zeit hat jeder so ein Kartenlessgerät dabei. Sagt er, nö, unser ist defekt. Ich so, ja, das ist scheiße. Ich so, ja, können Sie dann bar bezahlen? Ich so, ich müsste Wer auf hat eine- heutzutage Bar dabei? Also jetzt generell halt, ne? Ich frage mich immer wieder, was macht man heutzutage mit Bargeld? Ich seit 5 Jahren bestimmt kein Bargeld mehr. Auf jeden Fall, Mindestens. auf jeden Fall, ja, dann so, ja, das ist ja nur 1100 Franken. Ich so, ja, gut, ja. Aber welcher bekloppte Idiot hat so viel Bargeld in der Hosentasche heutzutage? Wenn du kein Drogendealer bist oder so, dann... Du brauchst das nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Klar, Bargeld ist immer noch die sicherste Variante, aber warum? Wozu? Wenn ich überall mit Karte kontaktlos kann bezahlen, mit Twint, SMS und PayPal und Prepaid-Karte und Apple Watch, wozu soll ich immer Paranoia haben, dass mich jemand ausrauben kann, mir das Geld klauen kann,
wenn ich halt einfach alles mit Passwort geschützt hier irgendwie so regeln kann. Ne. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Dann Jetzt ging zurück. hat er in der Filiale angerufen, dann hat er gesagt, ja, dann kommen Sie nachher zahlen. Ich so, ja, kein Problem, Sie liefern jetzt ab, ich mache mich auf den Weg heute noch, gehe das in die Filiale bezahlen, an der Theke, an der Kasse und die Sache ist gut. Hat er gesagt, nee, wir müssen es leider wieder mitnehmen, müssen Sie das bezahlen oder nächstes Mal Bargeld dabei haben und ja, dann müssen Sie jetzt einen neuen Termin ausmachen für die Lieferung. Ich so gedacht, ey, wie bitte? Das ist jetzt nicht euer Scheiß Ernst. Das fucking Bett. Da, ne? Das fucking Bett steht übrigens seit dem 21. Dezember bei denen im Lager abholbereit. Sie konnten erst für heute einen Termin finden. Weil ich habe das Bett in Egerkingen bestellt. Da Obwalden, Kerns, das 63 Kilometer von der Filiale entfernt ist, mussten die das zuerst in die nächstnähere Filiale transferieren, weil sie nur in Umkreis von 50 Kilometer liefern. Super, oder? Das ist doch Management top. Ja, das hat halt niemand gemacht. Die haben uns nur gesagt, ja, das war ein Systemfehler, das Bett ist noch gar nicht da. Und dann halt habe ich am nächsten Tag nochmal angerufen und dann hat die gleiche Person schon was anderes erzählt. Ja, sie kann darüber nicht entscheiden. Ich habe aber einen Kaufvertrag mit euch. Ja, das muss die Transportfirma mit ihnen anschauen. Wir können da gar nichts machen. Das ist halt wirklich so, ne? Das ist Blödsinn, aber Aber es ist wie? leider... Ich so, wie jetzt? Ich zahle euch Geld. Ich habe mit euch einen Kaufvertrag. Und ich muss mit einer Transportfirma jetzt noch verhandeln. Sind wir hier beim türkischen Bazar oder wie? Was ist hier Eigentlich los? müsste die Firma, oder ja, ich weiß nicht, wie es jetzt bei der Firma, also bei der, die Filiale, was auch immer, wo du das Bett her hast, das Ding gekauft hast, weil mal kurz, ich wollte auch hier auseinandernehmen, oder wollte ich da, keine Ahnung mehr. Wo wollten wir jetzt den Keller machen? Was für ein Keller? Ich weiß auch nicht mehr, irgendwie wollte man doch was wo machen. Ah, ja, irgendwie. Schau mal beim Plan nach. Ja, Ich eben, glaube, genau, ich das muss ist zuerst das Ding. alles überdachen, weil ich müsste jetzt jede Kiste und so reparieren danach, wegen dem Wasser. So. Auf jeden Fall, ja, schon da Probleme gehabt, tierisch wütend, weil wie kann das sein, das Bett ist schon lange da. Wir wollen das Bett dringendst haben. Und ja. Dann eben kam die Situation, dass das Bett kam. Die es aber wieder mitgenommen haben, weil... Jetzt kommt's, die hatten Angst, dass wir das nie bezahlen werden. Ja, Das war ist normal. der Hauptgrund, warum die Filialleiterin gesagt hat, nee, wieder mitnehmen. Die sollen das zuerst bezahlen. Weil Bonität Dann habe und ich... so, ne? Anscheinend. Ich glaube, das geht nicht, weil wir sind dann in die andere Filiale gefahren, die in die nächstnähere, und die hat gesagt, ja, eigentlich sollte das kein Problem sein, wenn sie es ja in der gleichen Woche bezahlen, oder? Dann, ja, dann ist es ja nicht so tragisch und ansonsten hätten sie einfach dann Mahnkosten etc. pp. Mhm. Ja. Gut. Ja, jede Die das Person Bett ist anders, mitgenommen. ne? Mhm. Ich habe meiner Freundin das gesagt, sie natürlich Puls auf 180, ich Puls auf 180, sind wir in die nächstnähere Filiale gefahren. In der Filiale angekommen, haben wir dann direkt mit dem Filialleiter geredet. Er hat gesagt, ja, wie dumm ist eigentlich das Transportunternehmen, das geht ja gar nicht, das ist ja absolut unter allem, das ist das allerletzte. Und ich so, ja, okay, der regelt das jetzt. Vergiss es. Dann kam er zu mir. Ja, schön, dass Sie hier waren. Das Problem ist, es wird zwar zu uns geliefert und von uns dann ausgeliefert, aber Sie sind nicht Vertragspartner mit uns. Sie müssen das mit der Filiale in Egerkingen klären. Ich so, wie jetzt? Lipo ist Lipo. So. Nö. Ich bin am Pennen, ne? Ah, Nur mal so zur nee, Info. das funktioniert so nicht. So. Mhm. Ja, aber ihr seid ja die gleiche Firma. Warum... Ja, warum denn nicht, ne? Ja, dann klären Sie das mit denen, dies, das. Bezahlen Sie Ja, jetzt ja. den Restbetrag hier. Okay, wir so natürlich tierisch wütend so gedacht, ey, kommt uns doch ein bisschen entgegen, ein bisschen. Nee. Wir natürlich Betrag bezahlt, weil ich habe keinen Bock mehr, dass das noch sich länger hinauszögert. Weil er mir gesagt hat, ja, wenn Sie das jetzt bezahlen,
und, ach nee, stimmt, noch was ganz anderes dazwischen. Die haben ja meine Freundin angerufen. Die haben gesagt, wenn sie innerhalb von 30 Minuten das Bargeld hat, weil wir sind dann eine Tour de Suisse gemacht, um an den Bankomat zu gelangen und dann alles, das Geld zu holen, dann können die das heute noch ausliefern. Wie natürlich, okay, yeah, super, okay, nehmen wir halt diese Hürde auf uns, ich habe sie abgeholt, wir gingen zur Bank. Während das nicht los war, dann hat sie nochmal angerufen und gesagt, jetzt hat sie gesagt, ja, okay, machen wir, können Sie das dann nachher anliefern? Hat die gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Und meine Freundin so, warum? Ja, die sind jetzt schon zu weit weg, die haben keine Lust mehr umzukehren und ihnen das Bett auszuliefern. Auch geil. Ja, die Chauffeure haben keinen Bock, Geld zu verdienen, weil sie auf einer fucking Autobahn 180 Grad umdrehen hätten sein müssen. Und ja, okay, wir natürlich stinkwütend dann eben in die Filiale, dies, das, er hat gesagt, ja, kein Problem, rufen Sie gleich an für den nächsten Termin. Ich bezahlt, angerufen, Lipo, Egerking, die gleiche, ich will es gar nicht aussprechen, sonst wird das hier gestrikt, ey. Aber, ja, man kann sich etwa denken, welche Worte das mir für diese Person einfallen würden. Ich lasse da eure Fantasie walten. Die gleiche liebliche Person. Genau. Auf jeden Fall, hat die dann gesagt, okay, ja, schön, haben sie bezahlt. Wir können einen neuen Termin ausmachen. Patrick, Ja. was ganz anderes. Willst du mal kommen? Ich mache hier den Keller. Und ich mache das so, dass ich, soll ich da 2 Holzpfostenhöhe machen oder 1 Holzpfostenhöhe? 2 Steinpfosten. Achso. Musst du drunter platzieren, wegen der Statik, sonst ballert das Ich weg. probiere nur aus, ne? Ich probiere nur aus, wie weit ich nach unten bauen soll. 2 Steinbalken unten drunter. Okay. Ja, auf jeden Fall. Dann ich so, okay, ja, können wir denn jetzt einen Termin abmachen oder können Sie das jetzt noch heute ausliefern? Hat die mir gesagt, nö. Ich so, warum? Ja, das ist eine Tour, die wir planen und die können jetzt nicht einfach nochmal vorbeikommen. Ich so, ja, aber die waren doch vor eine Stunde bei mir. Warum können die nicht einfach eine Überstunde machen? Weil es ist ja euer Verschulden, wenn ihr kein Kartenlesgerät habt, was funktioniert. Da kann ich ja nichts dafür. Und wir hätten das ja regeln können. Ich wäre in die Filiale gekommen und hätte das bezahlt. Natürlich, die dann immer so, ja, nee, das geht so nicht und dies und das, immer die gleiche Leier und dann wurde ich halt einfach stinkwütend. Ich bin komplett ausgeflippt, weil irgendwann mal, ey, jedes Mal, wenn du was gesagt hast, nee, machen wir nicht, nee, so läuft das bei uns nicht, nee. Ich so, okay. Gut, habe ich mich dann irgendwann mal ein bisschen wieder Luft geholt für den nächsten Angriff. Habe ich gesagt, ja, wäre dann es möglich, diese Woche noch auszuliefern? Keine Ahnung, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich so, warum nicht? Das müssen Sie mit der Lieferfirma anschauen. Ich so, ja, aber ich habe ja einen Vertrag mit euch. Ja, wir können das nicht entscheiden. Ich so, ja, aber warum nicht? Wie bescheuert seid ihr? Wie dämlich ist das? Ich kann sie verstehen, aber das geht so nicht. Ich so, ja, wann wäre denn der nächstmögliche Termin? Hat sie die angerufen und hat gesagt, ja, sorry, heute wird nichts mehr. Ich so, ja, wann wäre dann der nächste freie Termin? Junge, ich habe hier Wasser drin. Huch. Wann wäre dann der nächste freie Termin? Keine Ahnung. Ich so, wie keine Ahnung? Ja, wissen Sie, im System ist halt die Lieferung auf heute eingebucht und wir können die erst neuen Liefertermin planen, wenn das System das gelöscht hat. Ich so, ja, dann löschen Sie das. Ja, das geht heute nicht mehr, weil es für heute blockiert ist. Ich so, wie jetzt, was blockiert? Ey, wollt ihr mich verarschen? Ja, das funktioniert so nicht bei uns. Ja, was interessiert mich das? Wir haben das bezahlt. Ihr wart ja da. Wo ist das scheiß Problem? Ja, das geht so nicht. Müssen Sie mit der Lieferfirma schauen. Wir können das heute nicht mehr machen. Patrick, bevor du jetzt noch komplett ausrastest, kommst du kurz mal vorbei?
Ja. Findest du grundsätzlich das Ding gut hier, ne? Also so mit 2 Säulenhöhe und dann als Wand unten im Keller die Steine hier. Genau, ja, passt perfekt. Gut. Und dann irgendwann mal hat's mir fast eine Halsschlagader geplatzt. Andere Frage noch, wie groß willst du es jetzt haben? Willst du hier alles Stein haben oder halt eben noch ein bisschen Grünfläche? Ich will die Hälfte so und dann, also das ist nur die Hälfte Keller. So. Vom Gebäude, weißt du? Also, ich sage jetzt mal hier, wo ich stehe, die Hälfte, ne? Genau, die Hälfte. Und dann hier halt eben. Okay. Dann, oh, ich hatte keine Nerven mehr. Den ganzen scheiß Mittag noch nichts gegessen. Seit gestern Abend nichts gegessen. Dann die, ey, die. Ich glaube mir, wenn die neben mir gestanden, ich hätte die erwürgt. Wirklich, also. Ja, wortwörtlich. Also, in dem Moment, ich hätte keine Beherrschung mehr gehabt, wenn die mir das direkt ins Gesicht gesagt hätte. Dann kann sie froh sein, dass ich mindestens 70 Kilometer von ihr entfernt war. Weil, wenn man so behindert mit einem Kunden redet, dann, oh, dann ist Feierabend bei mir. Sorry, aber bei allem Respekt, irgendwo durch muss man doch als Firma schauen, dass der Kunde zufrieden ist, wenn er bezahlt hat. Gut. War aber nicht so. Dann habe ich die Transportfirma angerufen. Die hat mir dann erklärt, tut mir leid, wir können das heute nicht mehr ausliefern. Ich so, ja, warum nicht? Wo ist das scheiß Problem? Ja, wissen Sie, das ist wegen der Lipo. Ich so, wie jetzt? Die haben ihren Kaufvertrag blockiert. Ich so, wie blockiert? Was blockiert? Ich habe den ja jetzt bezahlt. Ja, die haben das blockiert, weil wir haben, wissen Sie, das Kartenlesgerät hat nicht funktioniert und jetzt hätten das bar bezahlen müssen. Dann haben wir Rücksprache mit Lipo genommen und gefragt, ob wir einen Schuldschein ausstellen können, dass sie das dann halt in der Filiale begleichen können. Ich so, ja, okay, ist ja richtig. Finde ich ja super, dass sie das gemacht hat. Dann war aber das Problem, dass die Filialleiterin von Lipo gesagt hat, dass das nicht geht und wir wieder das Bett einpacken müssen und wegfahren müssen. Ich so, aber wie? Hä, was? Ja, die wollten das nicht so. Sie hätten halt Bargeld dabei haben müssen, und das haben sie nicht. Das war ein bisschen ungünstig und ich verstehe, ihr nächster Bankautomat ist ein bisschen weiter weg entfernt und dann war halt die Zeit am Ende. Ich so, ja, okay. Gut. Was können wir machen? Ja, das müssen sie jetzt mit der Lipo klären. Habe ich wieder der Lipo angerufen, dann hat die mir gesagt, ja, mit wem haben Sie telefoniert? Ich so, ich habe jetzt mit der Logistikfirma telefoniert. Wie heißt die Frau? Ich so, keine Ahnung, irgendwas mit Itch. Tut mir wirklich leid, war ein bisschen rassistisch, aber die hieß wirklich was mit Itch, aber ich habe den Namen nicht gemerkt, weil ich so wütend war. Hat die das gesagt? Ja, aber ich habe doch gerade mit der vorher telefoniert und dir das erklärt und dies und das und jenes. Ich so, ja, wie sieht's dann jetzt aus? Dann war sie 2 Minuten weg und hat gesagt, tut mir leid, wir können heute nicht mehr liefern und hat aufgelegt. Ja, wir dann können ich auch nicht mehr liefern. Dann wir habe haben ich die Folgenende. Ja, warte, ich bin fast fertig. Dann habe ich wieder angerufen und gefragt, wann wäre es dann möglich. Frühestens können wir Ihnen den Termin morgens nennen, vielleicht in der Woche, vielleicht in 2. Ist doch schön, oder? Geld bezahlt für nix. Ja, so. Finde ich schön. Ja. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Runde. Vielen lieben Dank. Tschüss und ciao. Tschüssi.